Das uralte Labyrinth. Zurück bei 1800 im Land der Löwen oder zumindest unterwegs dahin. Denn die Expedition ins Land der Löwen oder nach Mbesa ist wohl nicht so einfach, wie erhofft. Verlassen in der Dunkelheit hört man ihre Rufe nicht. Sie ist tief in ein dickes und modriges Loch unter dieser wunderbaren Insel voll Lavendel und Thymian gestürzt. Sie fasst sich und erinnert sich an die übrigen Streichhölzer in ihrer Tasche. Sie sind sie ist sie. Als ein Streichholz anzünden und sind sie ganz überwältigt, denn sie befinden sich in einem Raum voller Fresken wieder. Altehrwürdig und vergessen. In der Mitte des Raumes steht die Statue einer Frau mit einem Stier. Das große Biest erscheint so verletzlich unter ihrer Liebkosung. Eine majestätische, gehörnte Tür führt nach Norden, ein unauffälliger Durchgang führt nach Süden. Natürlich, ja. In ihren Wohnungen sieht man alle Richtungen an. Wunden vielleicht, ein Schiff schmeckt dann. Nach Süden, sie wenden sich gerne zu, ja. Und in eine kleinere Tür Richtung Westen ins Auge fällt. Ein sanfter Hauch, vielleicht ein Wind scheint von hier auszugehen. Ab in den Süden! Ne, wir gehen in den Westen. Wir drücken das zerbrochene Türblatt auf. Geht zu einem Sonnenstrahl. Das glänzt in seine lange, unheimliche Schlange ist. Von überall her gleiten ihre neugierigen Geschwister aus dem Winkel. Sie haben beinahe auf eine draufgetreten, nach einer Schlange. Eine geduldigere oder geschicktere Person hätte umsichtig durch das Gewirr aus Schlangen navigiert. Dann hast du noch den Fehler, in erreichende Salzen zu gehen. Den schreckt sie, hebt den Kopf und zeigt ihre langen Giftzähne. Bevor sie angreift. Zurückspringen! Zurückspringen! Ja, super. Die Schlange beißt in ihrem Arm, die Zähne durchstoßen das Fleisch und saugen Blut. Okay, doof. Wir wurden von der Schlange gebissen. Das wird nicht sehr schön. Gehen wir nach Osten. Die Decke stürzt ein. Weg hier. Sie springen nach vorn, doch dabei atmen sie das an den geprobten Staubein. Aufgewählt, ein heftiger Hustenfall, wenn die weiter Flucht. In so Tönen und auf sie herabregnen. Ein blendender Blitz, der Dunkelheit und dann nichts. Ihre Kameraden werden verzweiflos in feierlichem Gedenken ihre schwarze Segel hießen, bevor sie ohne sie weiterreisen. Ja toll. Ich bin tot, dankeschön. Spiel. Hat sie voll gebracht, hier hinzugehen. Komm, Boot fressen, weiter geht's. Was soll man sonst tun? So, warte mal. Doch, wir sind hier. Wir sind hier. Da stören sie zwei Fregatte plötzlich. Was? Du kannst sagen, ich habe das noch gar nicht gemacht. Moment. Erstmal. Gehen wir erstmal ganz kurz hier hin, um das natürlich auszuliefern. Hier, Leuchtturm. Wo ist das Schiffchen hin? Und vor allem, wo will es hin? Ich fühle mit jedem Atemzug die... Was würde wohl meinen Enkeln gefallen? Bringen Sie frohe Kunde? Beeinflusst Lehmgruben, Salpeter, Quarzkorn, Zementen und Bohrtürme. Produktivität plus 27%, Unterhaltskosten. Ja, toll. Mehr Unterhaltskosten, super. Der hingegen wäre cool. Produktivität plus 35%, Arbeitskräfte minus 25. Mühle, Tiefmühle und Papiermühle. Aber über irgendwelche Mühlen? Produktivität, Attraktivität minus 2. Alle Eisenhütten und Schmieden. Brandgefahr plus 30%. Das ist natürlich hässlich.
2 Fregatten zerstören. So, so. Ein funkelndes Juwel der Krone. Ich habe nur noch die 3 Kriegsschiffe hier. Oder mehr sind sie gar nicht mehr. Formation einnehmen. Mein Dank im Namen der Königin. Hä? Haben gerade neue Schiffe gegeben? Die Great Eastern. Geschwindigkeit, Trefferpunkt. Waffenteil. Rohit Bhargava, der Schiffsbaumeister. Oh, schön. Danke fürs Schiffchen. Sind unterwegs. Wenn ich noch länger warte. Ja, wenn ich noch länger warten muss, dann ist gar nicht gut. Denke ich nur so, ja, halt doch die Gloschen, ey. Flugroute ist eingezeichnet. Das ist ein Dampfschiff, oder? Neue Befehle? Mann, ich würde gerne neue Befehle geben. Ja, geht irgendwie nicht, okay. Kisten unter Deck. So, den mal ja ausliefern. Dann haben wir hier Aktivität beeinflussen. Eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Es ist kein Der ist natürlich auch cool. Unterhaltskosten. Die Abwehrgeschütze war auch hier ja weniger. Die Attraktivität von der wäre noch eine Option. So, aber Kampfkraft hat die keine, wa? Ihre Majestät hat nur... Immerhin 8 Plätze. Das ist natürlich. Das ist viel. 8. Vor allem, wenn er doch relativ schnell ist. Ist die Frage, wofür nutze ich den genau? Für welche Welt halt? Jetzt aktuell habe ich hier jetzt ein Segel. Ja, wobei, wenn es schon 8 hat, können Sie ja auch gut für den Transport nutzen. Zum Beispiel zwischen Norton Bay und Bright Sands und Deepwater. Wäre eine Option. Können wir uns doch mal so überlegen. Naja, hier eben noch kein Gold, super. Aber hier habe ich eigentlich zu viel. Ein Glas auch, ja, wobei, Problem eigentlich nicht. Ich brauche aber zu viel, super. Wenn es den hier baut, aber auf ein Problem. Dann habe ich ein Problem. Wir haben jetzt hier als wenige Handwerker, generell. Wir überlegen hier etwas wieder Stoppt die Maschinen. abzuschalten. Geht aber schlecht, weil ich da sowieso noch einiges brauche. Und denen fehlen sowieso die Uhren wieder. Garantiert. Ist wirklich nicht. Oh, der Kaffee könnte natürlich raus sein. Bereit. Okay, warte mal. Da mit den Dampfdingern, das ist zwar relativ viele hier. Aber eigentlich, ich brauche so viel eigentlich nicht drüben, sondern vor allem hier. Schiffe bauen, so brauche ich eigentlich auch keins, das ist genauso wenig. Und es jetzt theoretisch da könnte. Dann haben wir die Hochräder, da ist ja kein Problem. Hier noch schnell irgendwie mit einer Goldschmelze was hinkriegen. Man braucht generell mehr Arbeiter. Schiff unter Beschuss. Hä? Ach so. Ich dachte schon. Stillgestanden. Der Admiral. Feindliches Ziel erfasst.
Die brauchen auch eine Weile, mal ganz nebenbei. Ja, die Kohle geht schon regelmäßig ein bisschen runter. Ich glaube, zu Beginn der Folge oder die letzten 2 Folgen noch irgendwo bei 5,7. Beim Teutates! Schiff unter Beschuss. Ganz ehrlich, gegen die willst du sowas bringen? Keine Chance. So, wo ist der andere müde Klapper? Da ist er. Flotte erwartet Befehle. Obwohl es im Nebel sind, sehe ich nichts oder was? Dann natürlich gerade noch Wind, deswegen ist jetzt ein bisschen schneller. Scheiß Segelschiffe. Ich hasse die. Wir kommen so weit runter, kann es eigentlich nicht gehen. Flotte bereit zum Feuern. Hey, wo seid ihr? Jungs? Aha. Nein, warum bleibt ihr... Das ist doch so etwas. Haben sie das immer noch nicht gefixt? Ich sage nicht hier hin schwimmen, ich sage hier angreifen. Schiff unter Beschuss. Feindliches Ziel erfasst. Muss ich hier ernsthaft irgendwie auf Angriff gehen oder so? Flotte bereit zum Feuern. Na komm schon, Jungs, mach mal ein bisschen hin. Da bin ich schon auf der höchsten Spielgeschwindigkeit, die geht. Flotte zum Angriff. Aber man sieht, es geht eben einfach nichts. Formation einnehmen. Es fährt ja eigentlich auf eine Strecke. Ah, nicht so zurück oder wie? Flotte bereit zum Feuern. Unter Beschuss. Das hast du dir mehr als verdient. Danke. Laufen Koordinaten. Wofür auch immer. Allen geht es schon viel besser. Ja, allem bin ich jetzt nicht so sicher. So. Das auch mal wieder. Dann kann ich hier noch ein bisschen was mitnehmen. Was ich auf der Insel unten brauche. Starter genau nicht schaden. Dann fliege ich schon mal runter und guck mal, was er dann noch so Schönes machen kann. Auf Kurs. So, jetzt schnell zu ihm zurück. Flotte unterwegs. Du gehst mal darüber. Ah ne, komm, du gehst hier hin, direkt in die Mitte. Wenn ich noch länger warten muss, zwickt und zwackt wieder nur mein Darmtrakt. Was bei denen nicht alles zwickt und zwackt und zwickt und blablabla. Das ist ja unglaublich. Unglaublich, Freunde, unglaublich. So, während es dem hier eigentlich relativ gut aussieht, wie sieht es denn eigentlich bei Capsuloni aus? Also meine tolle Bilanz ist generell eine Katastrophe. Wobei Chrome Vault ist plus 2000. Also die Bilanz wäre gut. Die wäre Wie gut. schön, in dieser Zeit zu leben. Ja, kann man nur so bestätigen. Also, abgesehen von Corona natürlich, aber ansonsten, jo. Guck mal an, Pelzmünzen kam runter, krass. Hätte ich jetzt so mal nicht gedacht. Oh, jetzt fehlt mir das wieder, super. Und es wird schon wieder dunkel. Mann, ey. Jetzt reicht's.
Hab generell nichts gegen Tag-Nacht-Wechsel und so, alles super, aber es ist zum Teil ein bisschen sehr nervig, wenn das mal so sagen darf. Wir haben 120 normale Arbeiter und wenn wir die noch ein bisschen aufstocken. Also normale Arbeiter, halt die erste Stufe, sagen wir es mal so. Weil die sind jetzt eigentlich schon alle die äußeren Reihen, bis auf 4. Nicht erledigt? Ah, Moment. Das ist nicht euer fucking Ernst. Die sind in diesen 2 Minuten kaum vom Fleck gekommen. Okay, das ist wirklich peinlich. War ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ich hatte große Erwartungen an euch. Ihr habt sie alle zerstört. Shame on you. Und wieder zurück, wieder Rohstoffe holen. Soll ich mal eine Route einbauen dafür? Das wird einfacher. Naja. Zumindest geht's doch relativ lockig, wa? Also. War stehen geblieben? Genau hier. Irgendwo. Da ein paar abgegradet, genau. Und dachte mir dann so, hey, man könnte hier noch ein paar upgraden. Hier nicht möglich, ja, aber kein Ding mehr. Keine Kohle mehr, keine Kohle mehr. Ja gut, also Chrome Falls Bilanz eigentlich soweit cool. Steigt weiterhin, sehr gut. Kann man sagen, machen wir mit der Expedition weiter ins Land der Löwen. Der Kulisma-Kanal. Kulisma-Kanal. Die Explosion hat Trümmer über den ganzen Kanal verstreut. Was für eine Explosion. Schrecken. Überrestenden Schiffs mit schwerer Schlagseite zum Stehen. Einer ihrer Matrosen runzelt die Stirn. Ist das nicht seltsam, dass dort keiner im Wasser schwimmt? Und tatsächlich, von der Schiffsbesatzung gibt es keine Spur. Ein Rätsel, das unbedingt gelöst werden will. Das Tag auf Hinweise untersuchen. Plus 95%, alter Schwede. Die Schiffsunterlagen von der Kanalbehörde anfordern. Kanalbehörde, Quatsch. Einer Matrose nennt sich, dass er das Schiff Stunden zuvor an der Einfahrt zum Kanal gesehen und sich über den eigentümlichen Schiffspropeller gewundert hat. Das hat ein Baugift, wo ihn an ihrer Handwerk untersucht. Sehen Sie die Flügel? Ein altes Modell, das nur bei einer Handvoll Schiff zum Einsatz kam. Von dieser Größe gab es gar mal 2. Ich vermute, er gehört zur Innocence. Allerdings habe ich gehört, dass die Krone sie vor nicht mal 6 Monaten gekauft hat, um sie abzuwracken. Um den Kanal zu sabotieren. Wenn die hiesigen Behörden davon erführen. Wir stehen trotz unserer Königin! Scheiß auf die Königin. So, die Entscheidung fällt nicht leicht. Er schließt Informationen in die Behörden von Kulisma weiterzuleiten. Ja. Die Savanne zur heiligen Stadt. Weit nach Mbesa. Ne, erstmal in die Savanne. Erstmal. Und dann noch zurück nach Captuloni. Naja, fast zumindest. Tageszeit ist cool. Ne, warte mal, hier bleiben wir jetzt erstmal so weit, wie es momentan ist. Und beobachten das Ganze. Wir müssen ja hier noch ein bisschen was upgraden hier, beziehungsweise warten mit den Brettern, Ziegelstein und so. Das läuft also. Zurück in die alte Welt. Wir sind wieder hier. Er ist echt fix, ey. Krass. So, und dann wieder runter. Steuere! Ja, was soll es auch sonst machen? Ich liege. Was? So, was jetzt unbedingt noch ein bisschen machen muss, ist, wir brauchen noch ein paar mehr Bewohner hier oben. Aber bevor ich das mache, generell mal checken, wie es eigentlich so aussieht mit ihren Bedürfnissen.
Also ich meine, das ist erste, zweite Stufe, soweit alles gedeckt. Bravourös. Brillen ist soweit ja auch super. Hochräder, Taschennummern erst ab der nächsten Stufe. Glühbirne ist auch cool. Sekt, Ding ist auch cool. Schokolade, okay, anderes Thema. Kommt ja von unten. Eigentlich wie die Zigarren, aber ja gut. Schmuck, okay. Also kann sogar sein, dass ich hier Da keine Schwachstelle. Probleme mit, mit der Schokolade habe. Rufen wir das alten Welt importiert, wenn er mal kommen würde. Okay. Also heißt wirklich auf den ersten 2 Stufen kein Problem. Jetzt mal ganz kurz mal gucken. Ein bisschen drehen. Mann! Ich kann es nicht mehr, scheiße. So. So, hier haben wir die Uni, das passt dann soweit auch. Mhm. Ich glaube, kann man so machen, wa? Hier ist ein Eisenvorkommen. Okay, nicht schlecht. Wir können theoretisch nach hier aus, aber es gab einen Grund, wieso ich das nicht mehr wollte, von hier. Nö, gab keinen, war aber zu faul. Wobei, zu faul ist ja auch ein Grund. Wenn wir ganz ehrlich sind. Und da kommt der angeflogen, ist aber nicht unserer. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Ach, nicht schon wieder. Kann vielleicht auch mal irgendwas hier normal sein in der Welt? Ich bin noch langsam ein bisschen verarscht, Freunde, ganz ehrlich. Alles bereit zur Jagd. Gesegneter Regen. Weite, sonnenbeschienene Ebenen erstrecken sich vor ihnen. Langes, ausgeblichenes Gras glitzert vom Regen der letzten Nacht und ein paar Bäume spenden Schatten vor der jetzt schon warmen, orangefarbenen Sonne. Verborgen im dichten Hohngras erwachen an diesem Morgen zahllose Kreaturen und kommunizieren vergnügt, während die Savanne sich mit Leben füllt. Etwa eine Meile entfernt liegt eine Talsenke mit einem vegetationsreichen Wasserloch, in dem sich viele fremdartige Tiere versammeln, bevor die Hitze des Tages sich auf das Land legt. Monumentale Felsen ragen hoch über die Ebene hinaus. Sicherlich bieten sie königliche Aussichten. Und was wir jetzt genau tun, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Zurück bei Anno 1800. Auf dem Weg nach Embesa ins Land der Löwen.